You don't need the newest, the biggest or the shiniest, 'cause the gold that you hold may be something old or even the tiniest. Willkommen in Trieste, wo nicht immer alles so ist, wie man es erwartet, aber man es nimmt, wie es kommt. Hey, eine neue Woche fängt an. Mal schauen, ob die Geissen noch da sind oder nicht. Hey, nein. Also das andere Tor ist zu, aber jetzt muss ich schauen. Hey, nein, gibt's ja gar nicht. So, mein Plan hat sich gerade geändert. Und ja, ich behalte euch auf dem Laufenden. Hey, das Gute ist, die sind sich schon so gewöhnt, dass es da Essen gibt und dass es einfach ist, dass trotzdem das Tor offen war, alle noch da sind. Gell, Flip? Sogar Tschüss. Und schon wieder ändern sich meine Pläne zurück zu den Originalplänen. Hey, ich habe gerade ein bisschen Freude. Weil, ja, wie so auch immer das da offen war. Wie auch immer, wieso auch immer. Es ist jetzt wieder zu und alle sind noch da. Ich sag dir nur eins. Danke vielmals. Und falls du etwas anderes vorgehabt hast, Pech gewesen. So, zurück. Ich finde das gerade so ein bisschen amüsant. Und du? Wie ich eigentlich wirklich anfangen ist, mit erzählen, was mein Plan ist für heute. Also heute ist Montag, logisch. Also nein, logisch, könnte ja auch Sonntag sein. Und die Woche fängt an. Zuerst mal füttern, das ist einmal klar. Und dann als Hauptziel, weil der Winter ist ja schon wirklich da und morgen und übermorgen, morgen soll es regnen kommen und Mittwoch, Donnerstag, Freitag ein bisschen schneien. Und darum ist mein heutiges Tagesziel die Ankersee-Terrasse zu trimmern, alles das Grüne, alles und da hinten durch, oben durch, einfach alles niederzumähen und flach zu legen, überall noch mit Kompost auffüllen, weißt du, der Fertigwaldboden Kompost. Und dann auch noch zu mulchen, damit er richtig bereit ist für den Winter, damit der Schnee, wenn er dann liegt, einfach alles zudeckt und feucht macht und ja, Wintervorbereitung. Ankersee-Terrasse ist das Tagesziel heute. Give all that you've got to give and love what you have. Oh, wenn ich das habe, ist das zweite Tagesziel aufräumen. Wie Claudia kommt und ja, mein Standard ist anders. Also ja, dann aufräumen. Also, Garten und aufräumen ist heute, aber zuerst einfach mal die Routine. Ja, eigentlich bin ich auf dem Weg zu den Bienen heute Morgen, wo ich gemerkt habe, dass das Tor offen war. Ja, jetzt gehe ich aber wieder dort. Jetzt gehe ich zu den Bienen wieder. Weil letzte Woche habe ich ein paar Mal gefüttert und ich habe einfach gemerkt, es ist am einfacher am Morgen. Die Bienen sind Langschläfler. Nein, es ist einfach, wenn es kalt ist, sind sie nicht aktiv und am Nachmittag, wenn die Sonne scheint, sind sie halt aktiver. Ja, das ist auch logisch, sind wir auch so. Genau. Ja, aber jetzt kann ich es füttern, damit das gemacht ist. Und ja. So. 'Cause if you roll like me and mine, the shiny shines that you buy will just make you sad. Well, you can't buy love or the air that we breathe. You don't need to pay to eliminate greed. Just buy nothing. So ist alles ein bisschen niedergemäht.
und rausgeschnitten. Zum Teil lasse ich es noch. Es darf schon noch weiter wachsen. Und vor allem dass ich nicht so tief damit die Wurzeln im Boden hineinbleiben. Und ja, das gibt einen Prozess jetzt. Und jetzt oben drauf auf Albeeten nochmal eine Ladung Kompost. Und dann das Ganze nochmal eine Ladung Stroh zum Mulchen. Wie wir sehen, da kommt schon Boden für. Und es geht ja darum, den Boden aufzuwerten, besser machen. Genau, und darum ist das gut, wenn das alles da jetzt vor dem Schnee am Boden liegt, um im Schnee vergammeln. Und schaut da habe ich noch einen Herdäpfel im Spaten, der wild gewachsen ist und ich immer wieder am Biegen bin, um zu schauen, was rauskommt. Aber vielleicht ist es jetzt dann vorbei mit dem Schnee. Wir werden es sehen. Hey. Da, jetzt nur noch die Ecke da. In der Ecke habe ich noch nicht. Und ja, dann zum nächsten Schritt, Kompost biegen. So, jetzt bin ich da. Garette bereit. Jetzt fülle ich da mit dem Kompost fortlaufend. Und wenn ich das gefüllt habe, kehre ich das wieder. Immer wieder, immer. Und ja, Geiss haben gemeint, es gibt etwas zu essen. Aber ihr habt noch. Es gibt nichts mehr heute. Also mal am Abend, aber jetzt nicht mehr. So, weil ich heute allein bin und niemand hat zum Haufen lupfen, tue ich es auch nicht so füllen. Aber schau mal, wie schön das ist. He? Schau mal. Weißt du, wie sich da alle Pflanzen werden freuen, dass es jetzt ein bisschen von dem gibt. 2, 3 Garetten für den Garten. Und wow, ist das geil. Schau mal, wie schön das ist. Es ist schön feucht, dort zum schönen Wetter, voller Leben. Ja, schau mal, frische Wurzeln, Sprössling. Ja, Kraftfutter. Für den Boden. So, das war jetzt eine gute Entscheidung, den nicht ganz zu füllen. Das war jetzt so schwer und ich habe es geschafft. Und jetzt tue ich mit dem Kübel das verteilen wieder ab und lange mit dem Kübel. Das muss ja nicht pressieren. Ja, mit dem Kompost tue ich nichts anderes als einfach rudimentär, ganz einfach und simpel um den Wurzelstock herum und zwischen den zwei verschiedenen Pflanzen einfach ausstreuen, wie als ob ein Tier draufkacken. Ja, fertig. Gar nicht groß reinarbeiten, sondern einfach oben drauf bilden. Es kommt ja, der Laub kommt auch von oben und versetzt sich, also wird sich alles andere. Und das mache ich jetzt durchgehend. Und gut ist. Also eine Garette langt eigentlich, um alle Wurzeln zu bestocken. Einfach ein bisschen Kompost geben. Aber ich hole mir noch mal eine Garette, weil schaden tut es sicher auch nicht. Die zweite Garette voll, so wie es sein soll. Dann habe ich den ersten Beig wieder zusammenbiegen. Die zweite Beig habe ich auch umbiegen. Und die dritte, die lasse ich für heute, weil er ist am Arbeiten. Und das soll es doch noch weiter arbeiten. Vielleicht morgen oder später, aber jetzt gerade mag ich gar nicht. Es ist bald Mittag, also werde ich das noch verteilen vor dem Mittag. Und ich will einfach sagen, es ist nicht so schlimm, wenn es nicht jeden Tag drehst oder alle 2 Tage. Es darf einmal alle 3 Tage sein und zwischendurch funktioniert es einmal alle 5 Tage. Wichtig ist, dass man es einfach immer wieder drehen kann. Aber das stimmt in dem Sinn auch nicht. Man kann auch einen Kompost ein Jahr lang liegen lassen. Ist genau das Gleiche. Einfach das Tempo macht es aus, wenn so Käse verarbeitet schneller, eben, weil eben Sauerstoff und so weiter und so fort. Ein Wissenschaftler kann das besser erklären. Ich habe das jetzt 2 Jahre lang erfahren.
Für mich lohnt sich das immer noch richtig gut, weil ich habe andauernd neuen Kompost zum Mulchen und Terrassen füllen. Und ja, das braucht es. Und für das habe ich auch unter anderem Tiere, um das zu produzieren. Man sieht, wo kompostiert worden ist. Mehr oder weniger. Das ist auch meine Düngergabe vom Herbst jetzt. Da wird ein Sack voll Stroh. Und dann tue ich noch mulchen. Und dann ist also mal bereit für den Winter. So, Ehrenpup sagt. Ja. Wir werden es im Frühling dann wieder sehen. Es muss eben nicht immer alles anstrengend sein. Es darf auch mal einfach sein. Also, nach meinen Prinzipien, weil ich bin ja schlussendlich, ganz ehrlich, ein fauler Sieg. Also, soll alles liegen bleiben, so wie es ist. Also ich nehme vom Strohbeig, aber auch vom Boden, weil es ist ja schlussendlich ja nur Mulch. Ich könnte schon sagen, ja, wieso ich das nicht nehme vom Stall und so. Du hast recht, könnte ich auch. Aber ja, das darf auch noch dort weit im Stall sein. Und es ist gar nicht schade, neue Stroh nicht zum Mulchen, weil schaut mal, da hat es auch je nachdem noch Sämli 2 drin, wo je nachdem im Boden reinkommt. Aber wenn es vorher gefressen wird und so. Mal schauen. Auf jeden Fall finde ich es nicht schade, ein bisschen frischen Stroh zu nehmen zum Mulchen. Weil ja, langfristig ist der Garten auch genauso wichtig. Und wirklich, eigentlich sollte von jedem von uns, ob jetzt Gärtner, Bauer, Hobby, beruflich oder was auch immer, unser grösstes Ziel und unser erstes Ziel sollte sein, den Bodenleben aufzubessern, mehr Erde zu produzieren. Wir sollten eigentlich alle nur noch Erde produzieren und der Rest ist ein Einpünktchen. Aber zuerst Erde. Ja. Und wie bei allem anderen, sagt mir, wenn die Zutaten schon gut sind, ist das Endprodukt noch besser. So. Ist gemulcht. Das war jetzt gerade etwa 12 Uhr. Und dann kann ich sagen, abgehakt. Ja. People say I'm a fun guy, but that's more than what I am. Well, you can call me fungus. Come underground to my pad to jam. There's not much room down there, but we've got mycelium. Wanna wrap mycelium around. So, das nächste Gespräch kann ich nicht mehr rausschieben. Dafür kann ich das Putzen und Aufräumen rausschieben. Das Katzenkistchen habe ich aber schon gemacht. Ja, vor 2 Jahren, wo wir den Odin, also 2 Jahre etwa, ja nicht ganz, wo wir den Odin zum Schlachthaus gebracht haben Claudia und ich unter Tränen gesagt, wir werden nie einen Mastbetrieb. Seither sind wir älter und ich will nicht sagen weise, aber wir haben mehr Erfahrungen. Und wir wissen in der Zwischenzeit, ein Gnadenhof in dem Sinn können wir nicht sein, ein reiner Lebenshof. Geht nicht auf, es geht nicht auf. Und vor allem Geissen können wir in dem Sinn nicht mehr pflegen, weil
bis jetzt haben sie so gut geschafft, dass es nicht mehr so viel Vegetation gibt, wo Geissen geeignet ist. Und das heisst, man muss sie viel schneller schieben. Das heisst, man ist nur noch mit den Geissen dran. Das geht nicht. Das ist klar, oder? Und die wir können, weil sie reinrassig sind, haben wir lebendig weiterverkauft. Wo auch Interesse da war. Und den Rest können wir nicht reinrassig weiterverkaufen, aber wir können es ganz benutzen. Und wir werden auch in Zukunft Geissen mit Schäfen setzen. Und wir werden zukünftig, wir sind ja da zum Lebensmittel produzieren für alle, werden wir wie zukünftig auch weiterhin zum Schlachthaus bringen und mit der Metzgerei arbeiten. Und so wie das mal. Und wir werden zukünftig auch mit Schäfen so Sachen machen. Und Schweine und Kühe und alles drum und dran. Weil Esswaren sind wichtig. Und wir werden aber dafür garantieren, dass die Tiere stressfrei im besten Leben leben. Dafür, dass es das sauberste und das beste und das gesundeste Fleisch gibt, was möglich ist, was geweidet ist, was lokal ist und so. Weil wir denken, das ist viel wichtiger. Und persönlich würde ich sagen, der Seele von einem Nutztier weiss das auch, dass das in Funktion ist, wie die Hühner Eier legen. Die wissen das. Und wir werden aber schauen, so wie wir jetzt geschaut haben mit den Hühnern, dass der Fuchs reinkommt. Wir werden schauen, dass es diesen Tieren gut geht und dass wir gleichzeitig die Erde aufbauen. Also regenerativ weiden. Und darum tun wir jetzt abschrauben von den Geissen, weil sie haben es gemacht, ihren Job. Ihre Felle werden verkauft, wir werden dort die Knochen verarbeiten. Das sehen wir dann später. Es gibt eine Knochensalbe nach dem Sepp Holzer sein Rezept zum Bäume schützen. Weil auch da haben wir gelernt. Und ja, wie Geissen machen extrem viel kaputt. Und die werden nicht immer drin bleiben. Und wenn du nicht schnell genug bist, musst du wandern. Hey, du schaust ja schon ein Zeitchen, du weißt, was diese Arbeit gekostet hat. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich sage einfach, wir müssen einfach aus finanziellen, zum Beispiel eben, habe ich noch nie erzählt, aber die Heuballen, die Heu- und Strohballen da rauffliegen, das war 650 Franken zum Rauffliegen. Und Geissen kann ich jetzt nicht weiden, aber Schäfe könnte ich, so wie man das Land aufteilt, kann man ganz lange noch weiden. Und darum so Sachen und so Prozesse, müssen wir darüber geredet haben, aber so werden wir weitergehen. Und ja, irgendwo muss eine Einnahmequelle kommen. Und ja, mit dem Gemüse haben wir ja gesehen, das ist noch nicht so weit. Das ist noch nicht so weit. Und Gastronomie ist auch noch nicht so weit. Es ist noch vieles noch nicht so weit. Wir müssen ja noch so viel flicken. Nicht nur den Boden. Also, darum machen wir es so und wir sind ein fleischproduzierender Betrieb mit regenerativer Landwirtschaft. Also das heisst, wenn ihr bei uns Fleisch bekommt oder nehmt oder kauft, dann wird es gutes Fleisch sein. Aber hey, ab zukünftig. So ist es. Und auch wenn wir jetzt 1-2 Abonnenten werden verlieren, ja, vielleicht können wir auch 1-2 Abonnenten, weil es ist das wahre Leben und die Ideologie mit allem drum und dran ist auch so gegeben. Und ja, so. Till the super kingdom come. Yeah, I wanna wrap my Celia around it. Wrap my Celia around it. Wrap my Celia around it. Posten. Und ich habe ja letzte Woche, oder vorletzte Woche, ich weiß auch nicht mehr, ja schon die Pflänzchen gekauft für den Stutz. Jetzt habe ich die letzten 10 noch genommen, weil diese lassen sie in Ruhe. Haha, Schnäppli. Und schon 30 10. Herrlich. Aber eigentlich bin ich zum Sustposten da essen und Claudia treffen, weil sie kommt auf heute Abend. Es ist Dienstagmorgen. Claudia ist bei den Geissen und mit Esel und Häsli und so. Und ich gehe jetzt zu den Bienenli. Ich habe meinen Cowboy-Hut an, weil es regnet. Genau. Dienstag. Aber ich muss ja nicht mit in die Schule. Und heute
ist eben Schlachttag und darum bin ich auch nicht auf den Lehrbetrieb. Weil der Metzger, mit dem wir zusammen geschafft haben, entschieden haben zum Zusammenarbeiten, meine Dini Metzg, auf Empfehlung vom Schmelihof. Ja, auf einmal. Ich kann Bienen füttern. Der Sack ist leer. Kann ich wieder füllen. Die Bienen sind gefüttert. Es ist nass und es ist grau. Ja. Machen wir weiter. Well, you're no fun guy like me. Übrigens, wenn du dich fragst, wieso ich da noch etwas für Feld gemacht habe oder zwei Zäune aufgestellt, immer so ein Ding lassen. Da am Grenzen entlang lasse ich überall wieder. Ich will, dass da natürlich ein Heck wächst. Also mit der Zeit will ich es nicht bepflanzen. Aber wenn ihr seht, da wachsen Sachen drin. Und ich will, dass es da wie eine Hecke gibt, anstatt einen alten Hag. Wäre doch schön rund ums Land eine Hecke. Weil Hecke bringt's. Hecken bringt's. Die 10 Pflanzen, die ich gestern gepostet habe, sind jetzt auch gepflanzt. Die dann alles ein bisschen den Hang stabilisieren und grün und Leben daran reinbringen. Ja, es entwickelt sich richtig schön. Auch im Nebel. Need a bit of fun, gal, come to Da es me. die ganze Nacht geregnet hat, ist das ein guter Moment, um die Beige ein bisschen zu kehren. Falls es auch weiter regnet, damit das, was innen drin ist, wo sicher trockener ist, auch nass werden kann und eben wie immer Feuchtigkeit gegen innen kommt, tue ich das jetzt auch noch kehren. Genau. Ja, heute umso mehr möchte ich mich einfach beschäftigen, trotz dem Wetter, weil ja, Beschäftigung ist eine gute Ablenkung. I'm gonna decompose you a love song. Symbiosis in the key of G. And when I party, you know I love to break it Danke, down. Ladies, dass ihr uns alles beigebracht habt. Eating dead wood tastes so good. So, jetzt sind wir am Davonlaufen. Also ich muss einfach eins sagen. Claudia und ich, wir haben unsere Höchst und Tiefs. Aber wenn es darauf ankommt, dann klappt es einfach. Und das schätze ich einfach an der Claudia. Trotz ihrer ganzen Überzeugung und Glauben klappt es einfach, wenn es muss klappen. So, aber hey, noch gute Nachrichten. Charlie hat ein neues Zuhause. Der Einschlachter hat gefunden, nein, also der Charlie tut es ihm gerade an. Und der Charlie hat ein neues Zuhause bekommen. Ja, viel Spaß, Charlie und Ladies, wie gesagt, nochmal danke. Also, And you know I'm gonna share it round. Whoa, I wanna wrap my silly arm around you. Wrap my silly arm around you. Wrap my silly arm around you. bin ich froh. Ist Claudia in meinem Leben gekommen. Dort mal. Claudia, ich weiss, es ist nicht einfach. Ich bin auch stolz auf dich. Ja, aber eins ist klar, es war das Richtige gewesen. Und das ist ein Teil von dem sein, wo wir sind. Genau. Also ich weiss es ganz genau, es gibt die einen, die es nicht so lässig finden und andere, die es verstehen. Und die nicht ganz wissen, was sie davon halten, aber wissen was. Hey, wir machen weiter, immer weiter und wachsen dran. Und eins ist klar, aus ganz bestimmten Grund sind wir da. Ja, es ist Dienstag. Neblig, grusig, nass, regnet. Es passt zum heutigen Tag. Ja, wir haben jetzt gerade vor Geissen gebracht. Und ja, ich habe schon verkühlt. Es ist
Sehr traurig. Es tut mir sehr weh. Ja, manchmal muss man im Leben Entscheidungen treffen und tragen, die schwierig sind, die einem wehtun, wo man eigentlich nicht will. Es ist nicht einfach. Und ich werde es auf jeden Fall sehr vermissen. Die Ladies. Ich bin sehr dankbar, dass wir bei uns waren. Und ja, wir haben uns auf unsere Art von ihnen verabschiedet. Und wenn man so eine enge Beziehung zu seinen Tieren hat, ist es umso schwieriger. Und ja, man merkt auch, wenn es geht. Man spürt das. Es tut weh. Ja, so ist es. Jeden heutigen Tag. So, Luisa und Sophie, die sind noch da, weil die bleiben ja da, bis sie abgeholt werden. Und die Buben, die haben wir entschieden zu behalten, weil ja, sind eben schon drum gekommen, oder? Weil sie eben schon herzig sind, unsere Buben. Und sind handsam und ja, das war unser Weihnachtsgeschenk, das können wir nicht wieder zurück. Hoi, es ist Mittwoch, es windet und ja, jetzt habe ich meine Tierrunde hinter mir. Ich tue jetzt gerade schneller. Ich tue jetzt die Winterweide kleiner machen, weil es braucht ja weniger Platz, was dauernd drauf sein können. Dafür mache ich dann auf die andere Seite ein bisschen auf und dann kann da die Seite alles wieder sich erholen und regenerieren. Weil so viel Platz braucht es wirklich nicht mehr. Und nur der Mittelbereich da um den Tierpark, Kompostpark, ist es gleich, wenn es richtig abgeweitet wird, weil ja, das ist ein Teil vom Plan. Also Plan. Und warum? Ja, mache ich jetzt das. Und wenn das windet, tue ich nicht viel filmen. Aber einfach, dass ihr so wisst, was ich mache. So, mit dem Aufroll-Aufhängsystem kann ich schön einfach durchlaufen, aushängen. Mal einfach, mal weniger einfach hängen lassen und dann aufrollen bis zu den nächsten Pfosten. Und das ist ziemlich einfach so zusammenzunehmen. Und die Sache ist eben, wenn ich nachher nur noch Schafe habe und Esel und Kühe und weniger Geissen, dann brauche ich Sättigungshaken nicht mehr und kann nur noch mit sättigen Banden arbeiten. Und das macht es dann eben viel einfacher, weil es ist jetzt nur noch mal das Ausrollen und Einhängen. Und nicht nur aufstellen und spannen und trimmern und all das Zeug ist dann weniger mit nur andere, mit nicht Geissen, sagen wir es so. Und ja, das ist einer der Faktoren. Die Rolle ist gerollt, jetzt muss der Haken nicht gerollt werden. Jetzt einmal zusammennehmen und dann neu verlegen. Genau. Du Alex, bist du noch am Schauen? Weil heute windet es richtig, oder? Und es hat nicht so viel Sonne, also in dem Jahr habe ich nicht so viel Strom. Und jedes Mal, wenn es windet und mir um die Ohren windet, denke ich, ach Alex, es wird langsam Zeit für dieses Experiment, das du oben hast machen wollen, was wir immer wieder besprochen haben. Wie der Wind, das sollte man schon nutzen können. So, jetzt ist es zu. Animal Park ist wieder zu. Da ist wieder offen. Also, da muss ich noch zusammennehmen. Aber jetzt habe ich mir einen Kaffee verdient. Weil, ich
niemand kommt mehr raus, sie sind jetzt zufrieden. Und sie haben jetzt mehr als genug Platz. So, zuerst nehme ich mal die Tore weg, damit es niemand offen lassen kann. Und da zusammenräumen. Und da vorne gibt es, erzähle ich euch vom Design, das jetzt entstehen hinter dem Stein. Das ist mir langsam klar und das ist auch so ein Winterjob, den ich machen kann, damit es im Frühling vielleicht schon wachsen kann. Von da sieht man gut, was ich so vorhabe. Also dort von der Ecke, vom Wegecke, ui, da bin ich. Da gibt es einen Weg für bis zum Kängurustall. Und der wird restauriert. Da innen gibt es Terrassen zum Abpflanzen. Da gibt es Terrassen und da Fläche. Da wird alles wieder schön gemacht. Und da ist ein sehr feuchtes Gebiet. Da kommt Wasser. Also kann man davon ausgehen, dass da Wasser ins Spiel kommt. Aber alles Material, das gebraucht wird, das ist schon da. Und darum ist das Design für den Kängurustall schon klar. So, der Bereich ist zusammengeräumt. Jetzt geht es da weiter. Aber ehrlich gesagt, es ist 11:55. Nicht sinnwörtlich, sondern wortwörtlich. Darum passiert jetzt nicht mehr so viel und ich kann zu Mittag essen. Weil es so aussieht, wie es als ob es jetzt bald kommt schneien. So da hinten. Oder aber auch dort hinten. Habe ich entschieden, ich ziehe es gerade durch und räume noch fertig auf. Vor dem Mittag. Ich habe zwar Hunger, aber weißt, wenn ich es gerade durchziehe, dann ist es erledigt und dann kann ich auch länger das Mittagessen machen. Und wenn es kommt schneien, ist es auch egal, weil dann muss ich nicht mehr zusammenrollen, dann ist es schon. Dann ist es nur noch das Zusammentragen. Gut, so mache ich es. Also, und dann zum Mittag. So, ausgiebigen Mittag hatte ich. Beim Mittagessen habe ich noch Albträume geschaut auf SRF, ein SRF-Doku. Sehr spannend war. Gehen Sie schauen, könnt ihr nachvollziehen, sicher, wieso ich es sehr spannend gefunden habe. Das richtig genossen. Jetzt aber tue ich alles, was ich versorgt, also zusammengeräumt habe heute Morgen, dann ich vortragen und verräumen zum Teil und zum Teil neu wieder aufstellen. Und ja, wird ja auch schon bald wieder dunkel, bis ich alles zusammen habe. Also das Zeug ist zusammengeräumt und bereit zum wieder brauchen oder versorgen. Das nervt. Habe ich gerade entschieden, sie schlafen heute im Stall. Sie haben mir alles abgerissen um den Heu und Strom. So kann man es nicht abdeckt lassen. Genau. Aber jetzt wird es halt gefüttert und dann eingesperrt. Cinderella, du kommst genau richtig. Ich bin mit allem fertig. So, kannst du rein? Ole ole, es hat Schnee gegeben. Hey, habt ihr auch Freude? Ja, zum ersten Mal der Winter ist jetzt weiss. Sieht man den Stuhl? Ja, man sieht ihn. Und ja. Zum Glück habe ich gestern schon aufgeräumt. Ja, also wenn die Sonnenferie kommt, was es ja noch heute Morgen vielleicht tut, sollte ich also schon noch
Sonnenkollektor putzen. What you eat, Weil ich Anfangswoche geschnitten, gemulcht und da habe, schafft sie jetzt unter dem Schneedecke weiter. Hehehe. Herrlich. Und es kommt schon wieder neues Material oben drauf. Vom Laub. Die Natur ist eben schon sehr geschickt. Mega geschickt. Weil ja, das, was jetzt verarbeitet wird nachher ersetzt, wenn der Schnee schmilzt. Das ist vereinfacht gesagt. Da, wo gemischt wird, ist schon wieder ein neuer Bike, weil ich ja das so biegen. Aber schaut, was ich ja zeigen ist. Da ist kalt, oder? Das ist kalt Kompost. Der Schnee bleibt. Da ist warmer Kompost. Der Schnee schmilzt. Ohne Thermostat, ohne irgendetwas, einfach mit beobachten, weiss ich. Der Kompost ist warm. and you are what you eat eats, and you're even what you eats. Is glue. Why don't you take a peek beneath your feet? Schneit. Und darum tue ich jetzt nur noch einheizen. Und ja, später dann nochmal die Geissen und Esel füttern. Aber sonst ist heute ein Stubentag, würde ich sagen. Definitiv ein Stubentag. Es ist 3:30 und das tut schon seit etwa 10:30 mehr oder weniger durchschneien. Ich bin jetzt da am Heugen, aber ich glaube, heute kommt Claudia nicht rauf. Mal schauen, ob ich überhaupt etwas, wenn es so durchschneit, dann muss ich glaube ich Sophia sagen. Ja, mal schauen, ich hoffe es mal nicht. Well, if you wanna know what you're made from, look at Wie ihr seht, es ist definitiv noch niemand raufgelaufen. Ja, ich bin jetzt die Erste, die da fliegt, sozusagen. from's made from, cause the stuff that we're all made from is the same. Yeah, we goes from dust to dust. You gotta just trust that upper crust and maintain that good terrain from whence you came. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, da ist der Fuchs vor mir durch. Was meinen ihr? We've been looking up, we've been messing round. Ich denke, sind wir wieder. Zum Glück haben wir Tiere. Die immer den Weg schon vormachen. Aber Schnee hat es gegeben. Es hat aufgehört zu schneien, wie ihr seht. Heute könnte es sogar noch ein schöner Tag werden. Aber mal schauen, wo der Weg ist. Ui. Der Flitter ist unten, da komme ich nicht mehr durch. Und der Dreck ist Weisswort überdacht. We've been freaking out, but it's time to get down. Cause we're made up of common ground. Can't live without it, and it's time to get down. Die Hasen sind definitiv zugeschneit. When you flirt, Also Cinderella ist definitiv eingeschneit. Ich sehe den Eingang nicht mehr. Cinderella, ich komme, ich rette dich. with the dirt, you'll observe it's certainly not inert. From a worm to a chicken, you're never alone on the loam, and it's time to get to work. We've been looking up, we've been messing round, we've been freaking out, but it's time to get down. Cause we're made up of common Ja, ground. Cinderella. Can't live without it, and it's time to get down.
Gut, Cinderella, hopp. Ja, vielleicht überlegt sich nicht zweimal, ob sie wieder rauskommt oder nicht. Luisa und Sophie sind drinnen. Schäme. Buben sind am Spielen. Hey zusammen. We've been messing around. Sind am Spielen im We've been Schnee. freaking out. But it's time to get down, down, down. 'Cause we're made up Sie groß sind. of common ground. Can't live Schäfli. without. And it's time to get down, down. We've been looking up. We've been messing around. Hallo, der Schnee! Finde ich meinen Helisack nicht. Weißt du, mit dem ganzen Heu und Stroh und alles hin und her tragen. Ich weiss nicht, wo ich es an den Tag habe gestern. Und irgendwo ist es verdeckt unter dem Schnee. Hey. We've been freaking out. But it's time to get down, down, down. 'Cause we're made up of common ground. Can't live without it. And it's time we just gotta get on. Das ist lustig. Im Schnee sieht man viel besser, dass alle Tiere immer wieder den gleichen Weg nehmen. Alles schön vertreten. Die Wege werden klarer definiert. Ah, der Schnee hat schon seine schönen Vorteile. Und Claudia, weißt du, was ich auch noch cool finde? Der Wetterbericht sagt, dass es nächste Woche der ganze Schnee wieder wegschmilzt. Es kommt die Sonne und es wird schön warm. Das heisst, alles, was wir ausgesät haben, wird wachsen. Birnli sind natürlich auch eingeschneit. Die wir jetzt füttern. Zeigt der Claudia und der Sophia, wie das geht. Sind alle drinnen, niemand ist draussen. Mal schauen, wie es dann geht. Down, 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 down. 'Cause you are what you eat. And you are what you eat. And you're even what you eats. And it repeats, 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 it repeats. Down, down, down. Also, wir kommen zum Abschluss des Video. Wichtig ist noch zu sagen, weil ich habe vorher im Video gesagt, wir haben entschieden, wir machen das. Claudia hat meinen Rücken und ich danke dir, Claudia. Und es ist gegen Claudia ihre Überzeugung zum Teil. Also vor allem der Schluss. Aber nichtsdestotrotz, Claudia, danke ich dir, dass wir es so machen. Du musst auch nichts sagen dazu. Die Leute verstehen dich schon. Ich verstehe dich auch. Und ja, wir müssen das Beste aus dem machen, was wir haben. So ist es. Und das Beste, was du jetzt könntest machen, ist uns ein bisschen Unterstützung zeigen, indem du das Liken tust, teilen tust, kommentieren tust und sowieso und überhaupt. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du immer wieder kommst schauen. Und schön gibt es dich. Die Welt ist ein besserer Ort. Unter anderem wegen dir, Claudia. Ja, und den Tieren geht es besser wegen dir. Danke. Also, tschüss zusammen, bis nächste Woche. Gute Woche.